Stream wird ab jetzt live übertragen. Wow. Wow. Jetzt haben wir wieder äußerst hübsche Gesichter da. Mhm. Ein seltenes Gesicht, der Michael ist auch da. Schaut's her. Servus, Michael. Servus und habe Deri. Grüß Gott. Also wir haben einen Sesselfurz und die Krawallbergerin haben wir da. Die sind schon mal da. Keine Ahnung, ob im Hintergrund noch irgendwo jemand rumwuselt, der nicht Servus sagen muss, unfreundliches Pack. Ach, die haben jetzt gesagt Servus, oder wie? Die sind aber voll freundlich. Die schreiben da in den Chat rein, grüßt euch, servus. Okay. Dann kann ich die als obligatorische, es müsst ein bisschen warten, weil wir irgendwelche Verzögerungen haben, reinschreiben. Das ist so ein vorgefertigter Text. Den schicke ich sowieso jetzt mal in den Chat rein, weil irgendwas fuckt immer. Glaube ich sofort. In der Regel ist Technik. Heute bin sie. Ja, das geht auch zur Technik. Bist du eine Techniker, oder? Ja. Ja, servus und grüßt euch. Kani und Mike sind da. Wir sind Viva la Movilusion. Ja, 48 Grad, mindestens. Wenn nicht mehr. 80% Luftfeuchtigkeit im Arsch. Da geht's ab. 95%ige Arschwasser-Wahrscheinlichkeit, da die behaupten. Das darfst du laut sagen. Leg Bei mir mich steht am. sogar Was steht bei dir schon wieder? 95%. Was steht bei dir 95%? Ja, hochladen, 95%. Er lädt gerade mein Arschwasser hoch. Ja, das habe ich jetzt schon zweimal ablassen müssen. Das ist nämlich, puh. Was soll denn diese Hurenaffen-Scheiß aussitzen die ganze Zeit? Die flippen jetzt einmal aus. Ja, ich war auch fertig damit. Also mit Schlag September kann ich diese 30 Grad Scheiße einfach nicht mehr brauchen. Ich kann es euch davor schon nicht brauchen, aber jetzt passt es einfach gar nicht mehr. Lasst es mich in Ruhe jetzt mit dem Krampf. Aber echt, wir haben jetzt Herbstanfang gehabt, oder? Was soll denn das? Ja. Verstehe, jetzt machen Freibäder zu ein Ding, was merkst du nicht überhaupt noch da. Jetzt bist du der Hitze direkt ausgeliefert. Ja, da ich auch mal sagen. Dreckschweine, Naja. Dreckschweine. Kotzt mich an. Und es ist ja irgendwie wegen Sommerloch, oder? Wir haben uns heute schon mal ein bisschen unterhalten. Vorfeld. Ich weiß nicht, es ist momentan nicht so viel los. Oder die Also es ist nicht viel aus, aber die News, die dabei sind, die sind mega. Da bin ich gespannt. Die sind richtig mega. Der Tom hat Servus gesagt. Tom, Servus, habe ich dir. Tom haben wir noch nie da gehabt. Tom ist ein Neuer. Tom ist ein Schiener. Servus, Tom. Ganz ein Schiener. Ich hau da gleich mal die erste, also jetzt holst du fest, weil die erste News ist bomben mega geil. Okay. Es ist leider nichts, was wir irgendwie herzogen können, weil es geht um einen Trailer, aber der erste Trailer zu Minecraft the Movie ist rausgekommen. Okay. Wow, ist das ein Scheißtrick. Ist das ein Scheißtrick. Schau dir den Trailer an. Erstens mal weiß ich, was ein scheiß Momo, also eine scheiß Frisur soll. Ob das schon irgendwie ein Witz sein soll, aber es ist an sich halt nicht lustig, es ist einfach nur behindert. Ja. Genauso behindert wie der Jack Black schon wieder ist und genauso behindert wie der ganze Scheiß aus Trailer ist. Also so ein Dreck. Ist jetzt dann Minecraft an sich auch behindert oder bin ich nur zu alt dafür? Keine Ahnung, ich habe es auch nie gespielt. Ich glaube jetzt mal, dass es nicht so behindert ist, weil es hat ja wirklich eine riesen Welle losgetreten. Das ist ja also aus dem Nichts gestampft worden und ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, dass es nicht meine Art von Spiel ist. Wahrscheinlich. Das glaube ich. Und ja, und der Film, glaube ich, ist auch nicht meine Art von Film und nicht meine Art von Humor und geht's weg von mir. Bin gespannt. Das war die beste News des Tages. Irgendwann werde ich mir einlunzen, wenn er irgendwo einmal drin ist für Lau. Ja, da werde ich dann auch mal reinschauen, so wie beim Playmobil-Movie damals. Ja. Da war er dann umsonst oder für €1, das war es mir gerade noch wert. Und dann habe ich reingeschaut und mir gedacht, ja, Gott sei Dank war ich nicht im Kino. Sonst hätte ich mal im Kino wahrscheinlich irgendwie was abzwickt von lauter Wut. Wahrscheinlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die News überhaupt eine ist oder ob ihr die News nicht schon gehabt habt, weil ich immer den ganzen Geschmerz nicht alle den siehst. Was? Was ist mit dir? Kein Interesse. Kann man nicht anschauen. Du schaust ja nicht alles an, was der Kind zeichnet, oder? Gibt's mir einfach, gibt's mir das Audio, dann kann ich mir es anhören, aber für YouTube, da sitzt sich doch keine Sau hin. Da gibt's kein Audio. Das ist specialized shit for the was schon. Habe ich jetzt einfach die News dabei noch mit die Alien-Serie. Habt ihr die schon? Alien Earth, die 2025 kommt? Irgendwann haben wir es wahrscheinlich schon mit dabei gehabt, dass eine kommt, aber genau das dazu haben wir noch nicht gesagt. Gibt es da irgendwas Neues, oder wie? Da gibt es aber auch nicht wirklich was Neues. Start ist irgendwie 2025 und spielt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, fast 30 Jahre vor dem ersten Alien-Film. Und nachdem dieser Alien Romulus so ein starkes Ding war, bin ich jetzt echt gespannt. Ich glaube, jetzt ist ja schon ein Trailer heraus, was ich gesehen habe von Alien Earth.
Und ja, ich bin gespannt. Vor allem jetzt, wenn man bei Romulus schon gesehen hat, wie das bei Weyland-Yutani da so abgeht, da wird man das vielleicht in der Serie, die auf der Erde spielt und wo wird der Weyland-Yutani wahrscheinlich herkommen, wird man über die Machenschaften ein wenig was mitkriegen. Vielleicht geht es auch ein wenig in diese Richtung, weil es spielt ja angeblich im Universum, vielleicht kriegen wir ein bisschen von die Sets ein wenig oder so, vielleicht gibt es ja irgendwelche Parallelen und so, vielleicht kriegen wir ein paar Replikanten, keine Ahnung. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt. Nach diesem tollen Kinoerlebnis bin ich jetzt echt gespannt, was das Alien-Universum noch für uns bereithält. Her damit. Immer. Ich will das. Ich will das. Ja. Der Sesselberger meint gerade, du kannst ja die Streams als MP3 konvertieren und runterladen von YouTube, dann kannst du es auch hören. Wenn du ein bisschen Interesse hast, machst du das. So wie es ausschaut, oder Mike seine Internetverbindung auch kein Interesse. B.A. Wild. Hobbiteri. Du warst weg. Jetzt warst du gerade kurz weg. Hast jetzt du dem geschrieben, ob das... Du warst weg, 1, 2, 3 immer dabei. Du warst weg. Bin schon geimpft. Du. Hey. Dein Name war weg. Du sollst ja unseren Kassettenschmerz als MP3 überladen, du Schwanz. Ja, aber hast du ja gefragt, ob das... Das ist ja unser Kanal. Wenn du an YouTube die anfängt, dann sagen wir, hey, der gehört zu uns, aber dann halt der mal YouTube, sonst blutgrätsch ins Jochbein. Okay, nicht schlecht. Also mit uns braucht ihr euch nicht anlegen. Hey, ich habe jetzt noch was gehört, und zwar die Regisseure von Inside, die haben einen neuen Film gemacht. Ist das? Habe ich auch nichts? Nein, gar nichts. Was ist da los? Gar nichts. Und zwar heißt die Mats Soul Eater. Deutschen Titel haben wir natürlich auch schon wieder, der Seelenesser. Ich weiß nicht, warum das schon wieder braucht hat. Aber, ja, weil sonst verstehe ich nicht den Titel. Zumindest er ist ja nicht mit der Seelenfänger. Entschuldigung. Jeder gemeint, ich hätte noch ein Battle da gehabt, das habe ich jetzt nicht, aber das ist irgendwie ein wenig, austauschbar. Ja, vielleicht habe ich einen Download da. Nein, habe ich nicht. Schaut selber noch. Soul Eater, da ist er. Den nächsten Battle kriegt es dann anders, aber so schaut das Ding aus. Doch, das Battle habe ich gesehen. Jetzt, wo du das reinholst, das Post habe ich schon mal gesehen. Ich bin echt gespannt, weil ich von den zwei die Filme, auch wenn sie jetzt in der letzten Zeit ein wenig nachgelassen haben, eigentlich immer ziemlich unterhaltsam finde. Freue mich auf den. Und jetzt muss ich gerade schauen, da gibt es sogar schon einen Starttermin. Und zwar am 17. Oktober kommt das Ding auf DVD und Blu-ray. Und also quasi passend zu Halloween. Also das Ding kann man sich dann wahrscheinlich auf die Watchlist nageln, tackern, schreiben, tätowieren, was auch immer. Direkt neben unser Logo, das ihr wahrscheinlich alle tätowiert habt. 100%, weil das andere war ein Krampf. Ich habe da so jetzt so einen alten Rotsrand zum Schweißtupfen. Den habe ich damals von meiner Verlobten gekriegt, bevor ich in den Krieg gezogen bin. Von deiner Verlobten? Aber die hat den Krieg nicht überlebt. Okay. Das ist mein letztes Andenken an sie. Ihr alter lilaner Rotsodern, mit dem wie schon mal über den Spieß aus. Toll. Das sind Infos, die braucht die Welt. Riecht so ein wenig nach mir, dann nach ihr, weil die einmal noch beim Schweiz gerochen hat. Oh Mann. Ja, die Franzosen. Was auch richtig cool ist, halt sind die ersten Kritiken zum Joker Folie à deux rausgekommen. Folie à deux, da bin ich gespannt. Was ja, das heißt nicht Folie à deux, du Fotze. Was möchtest du von mir, das blöd nachmachen? Nein, mit dem Titel bin ich schon fertig mit dem Film. Ja, weil du Franzosen hast, du beschissener Nazi. Ja, weil ich Menschen hasse. Nein, Franzosen, nur Franzosen. Folie à deux, und jetzt bin ich, die einzige Lichtblick in dem Film wird für mich wahrscheinlich Lady Gaga sein. Ja, aber es ist anscheinend, wie heißt jetzt da zum Beispiel Joker Folie à deux Review, Joaquin Phoenix and Lady Gaga star in a correct jukebox musical, but it doesn't let Joker be Joker enough. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, von den ersten Reviews, die da rausgekommen sind, die sind nicht gut. Sogar IGN, die normal immer sehr, sehr wohlwollend bewerten, haben ihm gerade 5 von 10 gegeben. Irgendwo, ich glaube, Variety oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau wer, hat geschrieben, es schaut aus, als möchte der Film mit Absicht schlecht sein. Cool. Dann eben, dass Lady Gaga überhaupt keinen Raum hat, dass sie sich irgendwie entfalten kann als Harley Quinn. Okay. Und also es ist anscheinend nicht so toll, das Ding. Da bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Wenn ich nach so einem grandiosen ersten Teil, ich weiß ja nicht was, also ich lasse mir eigenes Arthouse gehen und so weiter und das kann man sicher auch mit einer Musik, die sie machen wollten, umsetzen. Aber ja,
Na. Da bin ich gespannt. Ich bin Ich wirklich bin's, gespannt. ja, Also, wie ich das gehört habe mit der Fortsetzung, der da halt einfach so schön dastehen, wie er es tut. Also, da war ich von Haus aus schon skeptisch und dann habe ich das mit voller Dö und dann mit Musical und dann jetzt war hör das mich eigentlich. mit deinem Franz Sackenhaus auf die ganze Zeit. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gerade gesagt, dass die Franzosen super Filme machen. Na, du verarschst die ganze Zeit in einer Sprache und das ist Rassismus in seiner reinsten Form. Überhaupt nicht. Thüringen und Sachsen gefällt das. Okay. Ah, Ja, ich bin gespannt auf den Film. Ich bin echt sehr gespannt. Ich habe mich ziemlich gefreut, aber das vor allem, also ich bin immer so, normal interessieren mich ja Riffs überhaupt nicht, aber wenn sie dann wirklich so einstimmig jetzt schon mal negativ sind und IGN dann auch noch, weil ich bin ja eigentlich ja in der Regel sehr wohlwollend gegenüber Filme und Sachen. Mir gefallen es eher, als dass mir nicht gefallen. Aber wenn sogar mein Online-Bewertungspardon, nenne ich es jetzt mal, IGN in dem Fall, ja, es sagt 5 von 10, das ist schon eine ordentliche Sackstelle für den Film. schon hart, ja. Das kann man verstehen. Tut mir direkt ein wenig leid. Wir werden sehen. Wir Ja, werden sehen. wir werden es auf alle Fälle sehen. Wann geht er bei uns los? Der kommt ja bei uns erst im Oktober, oder? Er kommt ja dieses Jahr noch. Ich meine, der Der, kann man das nächstes Jahr. na, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich noch keine Reviews. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Gott, bist du blöd. Der tut Wusste auf sitzen echt alle nicht gut, gell? Fälle, Der tut wusste auf sitzen alle gar nicht gut. Fälle, was? Was? Ihr sagt, dir tut sitzen gar nicht gut, gell? Überhaupt nicht. Ja, ich Überhaupt merke nicht. schon. Was ihr auf alle Fälle nicht anschauen dürft, der ist jetzt nämlich auch angelaufen bei Netflix und zwar The Deliverance. Ach ja. Den könnt ihr euch auf alle Fälle retzen. Also jeder, der gesagt hat, er kommt schon mit Exorzist Believer nicht klar oder irgendwie so, der wird den Film richtig hassen. Also nur so eine Warnung. Also einerseits, ihr wisst, er kommt. Zweitens, es dürft es da nicht anschauen. Der hat zwar irgendwie, ist der momentan irgendwie auf die Ober-Supercharts von Netflix ganz weit vorn, wobei das immer bezweifelt, wie objektiv das Ganze ist. Ja, Aber gar der ist nicht. einmal richtig, also den kann der KI geschrieben haben. Wenn du jetzt in der KI einschreibst, oder bitte ins Chat-GPT, wenn du Das, einschreibst, hey, alter Schwede, Exorzismus, bla bla bla, und dann sagt der, bring mir einen Film, macht er genau das. Und ja, das ist wirklich ein Witz. Das Ding aber kann jetzt echt weg. Das wird wahrscheinlich ein paar dreckig den Monat bei dir, hä? blitzen. Also ich mag jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil der war wirklich nicht nur langweilig, der war noch schlecht gespielt, schaut scheiße aus und ihr wisst, ihr läuft und ihr wisst, ihr sollt es da nicht anschauen. Mehr müsst ihr gar nicht wissen. Das ist gut. Ein Sesselberger, der hat schon geschrieben, Genau. auch, mich haut's vom Höcke. Aber da glaube ich, ging es um den Okay, Franzosen-Rassismus. weil? Wegen deinem Rassismus vorher, dass du Franzosen hast. Ach so. Ich habe Okay. den Deliverance gesehen, also nicht die Werbung halt. Äh, Ja. und irgendwie hat mir das, ich weiß nicht, mir spricht eigentlich auf Netflix überhaupt nichts mehr an. Momentan ist Das, es wirklich grauslich. Also ich habe ja, jetzt auch schon Angst vor Halloween, weil da hauen sie ja doch oftmals ein paar Horrorfilme aus, aber ich weiß jetzt nicht, wenn das schon so losgeht, ob das einen Sinn hat. ja, durchwachsen. Dafür haben sie dann gleich wieder eine Serie abgesetzt, die ich sehr gern mengen habe. Das ist Dead Boy Detectives, die Spin-off-Serie aus dem Sandman-Universum. Ist jetzt wieder nach einer Staffel abgesetzt. Fick dich, Netflix. Wie Ach, immer. das habe ich gelesen, dass wir wieder eine Serie abgesetzt haben, irgendwie so mit Geister und so. Und dann Ja, habe ich genau. gedacht, nein, kein Clickbait, Das liebe ist, Seite XY, ich ja. schaue jetzt nicht, aber dann habe ich die Serie quasi nie angefangen und werde es jetzt nie schauen. Ja, weil die, glaube ich, bleibt da relativ, da bleibt noch einiges offen, dass man weitermachen kann und so. Ja, Also, ich weiß, Netflix ist so ein Wichsverein, was Serien angeht, das geht mir so auf den Senkel. Aber mei, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung wahrscheinlich gewesen. Brauchen wir uns gar nicht aufregen, es ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung, ist ganz klar. ja. Da muss man sich nicht aufregen drüber. Seitdem das Ding abgesetzt worden ist, auch die ersten Staffel Lockwood Co., das ich eigentlich recht gern geschaut habe, fange ich bei Netflix-Serie nur noch an, wenn ich weiß, es kommt der zweite und es besteht der Chance auf Abschluss. Was ist Und denn das ist, Lockwood und Co. gewesen? ja, das war auch sowas mit Geister und Geisterjung und Mhm, so in so einem in einer alternativen Realität, schon fast so elitär, militärisch geführt und da werden mhm. junge Menschen werden da quasi, das sind nämlich die einzigen, die irgendwie Geister wahrnehmen können, ab einem bestimmten Alter ist dann vorbei. Wenn es dann volljährig wirst, wo irgendwie über 21 oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, bis zu diesem Zeitpunkt können die in so einer Spezialeinheit kämpfen gegen Geister und da gibt es alle die, ja, die kämpfen da, also die haben sich Konkurrenz gegenseitig und Ding und ja, war amüsant, hat Aber Spaß gemacht. Netflix sagt, nee. Nicht.
Ich hasse so Bis voll den hierhin Scheiß, und nicht ich weiter. hasse so voll den Scheißverein. Ja, Vor allem, jetzt haben sie in einer Drecks-Account-Sharing aufgehört, diese Arschgeigen, dann müssen uns doch nur Kohle haben, das sagen, was, dann machen wir jetzt noch, mittlerweile. jetzt haben wir Kohle, dass wir Sachen abschließen. Ja. Im Fick dich, Gegenteil, ich habe Alter. schon wieder gehört, dass sie haben so viele Milliarden im Minus oder Ja, irgendwie Netflix und ist so immer viel Schulden. Milliarden, Netflix ist immer verschuldet. Das ist, Okay. da habe ich schon mal was drüber gelesen, die sind mit mehreren Milliarden immer verschuldet, das ist aber irgendwie so gewollt, das funktioniert Okay. so, aber das ist so, können wir mir nicht mitschmerzen. Weil wenn wir 500 Euro Dispo haben, dann kommen sie und drehen uns Tier ein und zwickern uns die ersten Hoden ab. Ja, Aber Netflix, Trümmern. ja genau, aber Netflix kann 48 Milliarden im Minus sein und sagen, ja, ja, das passt schon, läuft schon so. Das gehört schon so. Da musst du mal, da gibt's irgendwo einen Bericht, kann ich da mal schicken, wenn ich noch mal finde, da ist es Ja. erklärt gewesen. Ich hab mir auch gedacht, Alter, warum läuft das alles auf Pump? Warum läuft das nicht normal? Warum kann ich nicht einfach auf Pump leben? Ich, wenn's du, dann bin ich auch sozialer Hartz-IVler, Ich glaub, wow. nur Ich leih mir zwei Kassetten von Mike aus und dann hast du gleich wieder, ich bin auch sozialer Schnorrer und gib ihm seine Filme nochmal zurück. Ja, genau. Weil das 2 Filme wären 4 und dann 6 und die steht dann oben vor meinem Regal und da habe ich nichts mehr drin. Ja, wir haben aber schon festgestellt, dass die Filme in der Regel alle der Mama jetzt hat und nicht mehr ich. Das stimmt nicht. Ich weiß genau, was ich meiner Mom gegeben habe. Nein, was eben nicht. Jo. Mistsack. Du Mistsack. Aber zumindest hat Netflix dann gleich was Neues ankündigen können, und zwar eine Okay. Vince McMahon-Doku über den WWE-Gründer The Rise and Fall, heißt es anscheinend. Da bin ich ja gespannt, weil die Geschichte habe ich nur am Rande mitverfolgt, und das wäre mal ein Doku werden, wo ich sage, die werde ich mir auch wieder einbauen, weil das interessiert mich, weil den Typ habe ich sowieso nie ausstehen können, und bin gespannt, wie es da hinter den Bühnen abgegangen ist. Okay. Werde der Corby sicher auch schauen. Der Corby soll sein Maul halten. Ich hab mir jetzt die scheiß Woodstock-Doku fertig angeschaut. Ja? Und? Ja, ist das eine lächerliche Scheiße. Also wirklich, ich lass mir, die letzte Viertelstunde ist übelst krass. Also da geht's dann schon ab. Aber ich nehme den Alex auch noch mal mit und fege an Corby over, ob er eigentlich noch nie irgendwas gesehen hat, wo es ein wenig abgeht oder auf einem Konzert war. Also wirklich bis zum Schluss ist es ein stinknormales Konzert bei 35 Grad, das schlecht organisiert ist. Da brauchen wir nicht schmerzen, scheiße organisiert. Aber da war sonst nichts Schlimmes. Und am Ende sind sie da ein bisschen ausgeflippt. Zu Recht aber auch, sage ich, zu Recht, aber ansonsten, das ist so ein theatralischer Mist, ich war nicht durchtrat. Deswegen soll der Corby abhauen, der kann nicht mit Dokus anschauen. Ja, aber wahrscheinlich, also Corby war aber auch noch nie auf einem Metal-Festival oder Festival. Also deswegen wird er nicht wissen, wie es da so abgehen kann. Ich weiß es auch nicht. Und wir kommen jetzt einfach von einem Drecksverein zu einem richtig coolen Verein. Und zwar werde ich jetzt heute mal ein paar Sachen noch erzählen, was Indeed rausbringt. Die haben sie nämlich jetzt momentan brutal ins Rampenlicht geschossen, meiner Meinung nach. Die bringen jetzt seit 30.09. zwei richtig coole Filme raus. Na gut, richtig cool. Ich weiß jetzt einen, den Vicious Fun. Den meine ich, hast du auch schon gesehen, weil er im Shivers gelaufen ist, oder? Den habe ich gesehen, ja, und der ist echt cool. Ja, Der und macht dann echt kommt Spaß. noch einer raus, Son of the Devil. Der Originaltitel ist Cabrito, und das ist ein Kannibalenfilm aus Chile, meine ich, oder? Was war das? Brasilien? Brasilianischer Kannibalenfilm, der in 3 Kapitel einteilt ist. Der da, oder? Da haben wir mal Vicious Fun. Vicious Fun, genau, richtig. Bin ich echt gespannt. Der ist ja von unseren Kollegen von Black Fawn Films. Ja, genau. Chad Archibald und Co. Und eben dieser Son of the Devil. Und momentan haben ja die Brasilianer richtig cool unterwegs, vor allem auch mit einem When Evil Lurks und so. Also die hauen momentan richtig coole Sachen raus. Und jetzt bei diesem Kannibalenfilm, da ist es eben so, da geht es um so eine Familie und ein Mann, wie der seine Familie zum Kannibalismus führt. Und das ist in 3 Kapitel einteilt, und ich glaube, dass das ziemlich cool ist. Wenn man da das so liest, was da los ist mit Mord, Folter, Sadismus, religiöser Fanatismus, lauter so Geschichten, also der hat einiges zum Bieten. Also da bin ich richtig gespannt. Typisch Wurscht famos. Ach, jetzt tut er mal. Und diesen Vicious Fun, kannst du dann irgendwo sagen? Das war irgendwas mit Serienmörder, war das? Ja, genau, da treffen sie mehrere Serienmörder die treffen sie in irgendeiner Bude halt. Ich glaube, ist das eine Serienkiller-Bar, ich weiß nicht mehr genau. Und dann, glaube ich, ging es darum, dass einer Verräter ist oder einer undercover oder so. Ich kann es nicht mehr genau sagen, und sie kämpfen dann auf alle Fälle alle gegeneinander, um rauszufinden, wer sie da unterwandert hat. Und okay. Coole Figuren, total überzeichnete Charaktere, schön brutal immer wieder mal gewesen, also den kann man sich auf alle Fälle einbauen. Sehr schön.
Sehr schön. Da bin ich gespannt. Da haben wir wieder 4 Covermotive, die Limitierungen müsst ihr selber schauen. Vicious Fun hat auch 4, da haben zwar jetzt gerade 3, aber Cover D ist Shop-exklusiv. Dann haben wir noch Vampire Hunter D kommt raus. Also, Ist ein Anime, oder ne? Ja, ich habe den jetzt mittlerweile gesehen und ich war begeistert. Also ich bin ja überhaupt kein Anime-Fan, aber der war richtig cool. Das war so knackige 1,5 Stunden oder 1:45. Hätte ein wenig blödiger sein können, aber so eine brutal coole Mischung aus Western und Science-Fiction, Gothic-Horror, da ist, oder Endzeitfilm, da ist alles ein bisschen drin mit Vampire und Zombies und Monster und alles mögliche. Also der ballert so viel Zeug rein, dass du sagst, der legt mir Marsch, wo ist denn die Zeit hergekommen, auf einmal ist der Film gar. Also cool. Hat mir richtig cool gefallen, also den kann ich empfehlen auf jeden Fall. Den habe ich schon gesehen. Also die Cover zu Vicious Fun sind aber alle Fotzen hässlich, oder? Also das sind die Originalcover, sind jetzt quasi A und C sind die Originalcover, ein bisschen abgeändert. Das B weiß ich jetzt nicht. Wird das, also ist wahrscheinlich auch Fotokollage und so. Und Cover C ist wieder so ähnlich. Also das ist alles dieses Ausgangsmaterial, was von Black Fawn gekommen ist, geht auch in die Richtung. Da hätte man sich mehr Mühe geben können. Du musst jetzt das nehmen, was du kriegst, dann holst du mal dein Maul. Das Maulen die ganze Zeit. Hallo, das ist konstruktive Kritik. Wahnsinn. Und vor allem, es ist ja nicht vorbei. Also diese Filme, die kommen jetzt alle am 30.09. aus. Das sind die nächsten Filme, die man sich wahrscheinlich auf die Halloween-Watchlist setzen kann. Und dann kommt aber noch was, und zwar frei mit total auf The Dark and the Wicked. Der kommt auch im Mediabook. Und den habe ich schon mal gesehen und der hat mir sehr gut gefallen. Den hast du, glaube ich, auch gesehen für Shivers, oder? Ja, genau. Ja, ich möchte jetzt gern teilen, aber jetzt sind irgendwie die Beutel alle fort. Was ist denn jetzt mit dir, Drecksding? Du magst das nicht teilen, oder? Falle mir das teilen. Ich darf so gern teilen, ich schwör's dir, bei allem, was mir heilig ist. Wahnsinn. Aber irgendwie lässt er mich jetzt auch nicht mehr. Ist es ein wenig so eine Mischung aus Horror, Drama und Dämonen und ja, ein ganz spannendes Ding. Wenig Jumpscares, wenig so Elevated Horror. Hat mir super, super gefallen und auf den DVI warte ich schon lange. Ich meine, die ist ja schon eine Zeit angekündigt. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange schon, aber ich habe in irgendeiner Zeitung, irgendeinem Heft habe ich so mal gesehen, dass der angekündigt ist und das ist mindestens schon ein Jahr her. Aber es wird jetzt konkreter und der kommt jetzt am 31.10. kommt jetzt der raus. Da freue ich mich sehr. Da ist ja jetzt mittlerweile der Ding rausgekommen. Hazard, den wir auch schon besprochen haben, aber das war der Weird Weekender, oder? Das war ein Weird Weekender, müsste das gewesen sein, ja. Ja, der war auch cool. Und vor allem mit der Auspuffbumserei. Das war richtig zauberhaft. So ein Trick. Das war cool. Und wenn man bei Indeed auf der Seite schaut, da kommen da zwar ganz starke Sachen, da ist zwar noch kein Datum dabei gestanden, aber wenn Evil Lurks kommt eben von einer, den haben wir mir schon gesehen, das ist ein richtiger fieser Stimmungsverderber. Oh ja. Ich bin auch gespannt, wie der bei der Bundesprüfstelle durchkommt, bei der FSK. Ach, seit Terrified 2 darf nichts mehr fein. Jetzt ist Ruhe. FSK. Mit dem Kind. Ja, mein Gott, ne. Na gut. Und was die gefreien dürfen, es kommt Tigers Are Not Afraid. Haben wir endlich einen Release für den Film? Ja, also es ist ja kein Datum nicht da, aber der kommt jetzt eben von Indeed, den haben wir im Hardline gesehen, vor Äonen. Das ist da locker schon 5, 6 Jahre her, oder? Gewiss, ja, aber unglaublich schöner Film gewesen. Ja. Also der war zauberhaft, märchenhaft, traumhaft, zuckersüß. Also, das wollte ich jetzt einfach noch ein bisschen prangern, wie cool das Indeed ist. Also ich habe mich da jetzt ein bisschen befasst, was die da alles so rausbringen. Und da schaut es mal vorbei auf der Seite. Die haben coole Sachen, vor allem auch vor Halloween und so. Und was jetzt zukünftig noch ansteht. When Evil Lurks sowieso voll die Empfehlung. Wer sie den nicht heute kriegt, sofort alle. Ja, genau so schaut es aus. Bin ich gespannt. Da bin nämlich ich mit dabei bei When Evil Lurks. Du bist da dabei? Ja. Zumindest wie die porträtiert. Wie heißt der? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, bin ich jeden Sonntag. Der Rob. Die Warzen und so. Geil. Ja, die geile Untersucht und der schissene Unterhosen. Genau, nein, jetzt fällt noch nichts. Jetzt ist nur das Arschwasser. Es ist ja Mittwoch um 20:40 Uhr, also da müsstest du nicht bei der Brunst. Ja, aber gestern war Straurum Dienstag, also hätte schon schlimmer ausschauen können heute. Straurum Dienstag? Ja, habt ihr es denn nicht bei euch, wo ich davon muss? Nein, gibt's nicht. Also, bei euch ist der Bisamratsdienstag, oder? Da geht's auf die Jagd. Was zum Abendessen. Nur das, was wir zusammengefahren haben. Dienstag ist nur das, was wir die Woche davor zusammengefahren haben. Die Woche davor, ja gut abgehangenes Bisamrattenfleisch. Ja, finde ich gut. Hast du nur eine News, du Lump?
Ich habe ihm noch eine News und zwar, nachdem ja schon, ich habe schon mein Leid unzählige Male kundgetan, dass die Acolyte 2 abgesetzt worden ist, beziehungsweise die zweite Staffel gecancelt worden ist. Dafür hat es jetzt die Info gegeben, dass Ahsoka Staffel 2 definitiv kommt, aber die Dreharbeiten werden erst im Sommer nächsten Jahres losgehen, hat jetzt die Lou Bordizo oder Lou Bordizo, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Sie spielt auf alle Fälle Sabine. Und die hat ihm jetzt gesagt, Sommer 2025 beginnen die Dreharbeiten, also werden wir wahrscheinlich bis 2026 warten müssen, dass wir Ahsoka Staffel 2 zu Gesicht kriegen. Okay. Aber gut Ding will Scheide haben, also sind wir nicht base, lasst euch Zeit, macht was Gescheites. Ja. Ich freue mich drauf. Hast du Ahsoka angeschaut? Jetzt, wo du das sagst, ist mir eingefallen, dass ich noch 2 Folgen habe, wo ich da aufgehört habe. Das war aber jetzt nicht irgendwie, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil es wieder irgendein anderer Bums dazwischen gekommen. Lautes Bumsen. Ja. Schreibe mir jetzt noch mehr auf, muss ich fertig schauen. Ziehst du? Es war jetzt viel geschickter, wenn mein Bursche ein paar Jahre älter war, weil dann mal mit dem das ganze Zeug anschauen. Mein Gott, das nennt sich frühkindliche Erziehung, sag's mir einfach. Ja, ist aber schon weit, oder? Also für die, was ich bis jetzt gesehen habe, so Fans? mit 6 ist das für 6. Also da hätte jetzt war zum Beispiel für mich die Acolyte wilder, weil da die Kämpfe aggressiver sind und auch die Kills besser sind. Aber gut, am Ende des Tages ist es dein Kind, du wirst schon wissen, was du tust damit. Ja, eben. Ja, eben. Da lasse ich mir nicht einschmatzen wie dem von uns. Ah, null. Du Kruzifix. Für die eine News, weiß nicht, ob du die schon mitgekriegt hast, ja. Aber Wolf Creek Legacy kommt. Reboot mit dem John Jarrett wieder als Mick Taylor. Sehr gut. Ja, sehr schön. Also die Serie war ja eher Dünnpfiff mit Sahne, aber wie gesagt, der zweite Teil, den habe ich in unserer Warlex vor kurzem besprochen. Ja, genau. Und ja, also auf dem Niveau von Teil 2 darf es super gern weiter. Irgendwo in der Visa aus sich scheißt. Geile Visa aus der Scheißerei. Mehr ist jetzt auch leider noch nicht dabei gestanden bei dem Ding, nur dass das, dass er kommt. Bin gespannt. Mogi ist eine gute News, Mogi singen. Ich habe nur die guten News für die. News. Die ersten Battle für Dino Action gibt es auch schon. Jurassic World Rebirth heißt der nächste Teil. Wir haben ja da diesmal die Scarlett Johansson und den Mahershala Ali dabei. Also schon sehr namhafte Figuren, Schauspielerfiguren. Ja. Es kann nur bergauf gehen nach Teil 3. Sehen wir es mal so. Also der nächste Teil kann nur besser werden als der letzte. Ja. Und Scarlett Johansson, bitte. Die muss ja wahrscheinlich viel weglaufen. Heißt, wir haben ganz viel die richtige Ansicht. Da wird's bouncen, meinst du? Da wird's richtig Butung. Ich hoffe, dass so eine Nahaufnahme machen von einer Brust von ihr, wie vom Glasl aus dem ersten Jurassic Park. Wenn der T-Rex geht, dass man dann ihr Brust so wackeln sieht. Oh, lecker, das, wenn sie umsetzen, dann stehe ich es ab. Das war der beste Witz überhaupt. Wenn du nur so einen Busen da liegen siehst, dann so. Das war wirklich nicht schlecht, jetzt wo du das sagst. Ja, natürlich, ich habe nur gute Filme mit denen, aber keiner, mich fragt da keiner. Triple X-Parodie, oder? Nein, es soll ja keine Pornoparodie werden. Die liegt einfach so auf der Rückweg im Auto, nachdem man so einer zusammengehauen wird, auf ein Holzkistel, und schläft halt gerade nur ihren Ejakulatrausch aus. Porn-Parodie. Nein, man sagt den Akt nicht. Man darf einmal eine Brust zeigen, man darf einmal eine blöste Brust zeigen, ohne dass er Porno ist, oder? Nein, nicht in Amerika. Nicht in der amerikanischen Produktion und schon gar nicht von Disney. Ja, einen Busen sagen sie mal. Und Jurassic World ist nicht von Disney. Ist das gar nicht bei Disney dabei? Nein, das ist Universal. Ach, okay. Dann sag ich Gott, bist du dumm. Schau. Und dann kannst du halt nur so eine Nahaufnahme direkt auf die Schreif. Und dann hörst du den ersten und dann siehst du ein bisschen bouncen. Dann steht so ein Schreif langsam auf und dann bounce er weiter. Dann denkt er am Anfang nichts, weil der linke ist der Glücksbusen, wenn sich der bewegt, gibt es am nächsten Tag einen Ring. Ja, genau. Dabei. Dahinter steht dann ein Auto, wo du auch mit dem Nachtsichtgerät siehst, der Vier spannt. Ja, stimmt. Wow, das war so richtig schöne Hommage an Jurassic Park 1, ohne dass man es nicht ernst nimmt. Das stimmt. Du meinst, singen hast? Ja, ich werde auf alle Fälle mal die Idee weitergeben und dann schauen wir mal, ob da etwas geht. Ich bin echt gespannt.
Ich habe jetzt noch eine Sache, und zwar etwas, auf das wir auch schon so lange warten, beziehungsweise was wir auch im Hardline gesehen haben. Und zwar kommt Itsy Bitsy endlich bei uns raus. Den habe ich damals versammelt im Hardline. Den hast du ich glaube, das war, glaube ich, da, wo mein Knie kaputt war, wo ich nicht mitgenommen habe. War das dein. Da war ich außer Gefecht wegen meinem Knie. Jetzt warst du weg. Ich habe gesagt, das war da, wo ich außer Gefecht. Das ist John Wick Hardline, gell? Ja, genau. Ja. Das war mein John Wick Hardline. Hey, ich habe rausgefunden, wie das Teil. Ha! Und jetzt geht's wieder. Jetzt auch. Das soll aber mal schöne Cover, ha? Schöne Cover. Und ich bin wirklich gespannt, ob er dann jetzt auf Blu-ray so finster ist wie im Kino. Ich habe mit dem Veranstalter, mit dem Flo damals geredet, und der hat eben gescreent hat, war der nicht annähernd so dunkel. Okay. Und im Kino war er dann so dunkel. Also ich bin jetzt gespannt, vielleicht ist bei dem Heimkino-Release da ein wenig besser und man darf diese tollen Effekte ein wenig besser sehen. Man sieht zwar die Spinner, die ganze Action ein wenig zu spät im Film, fand ich, aber so war der ziemlich cool. Coole Familienverhältnisse und schöne Figuren und dann diese Spinnen dazu. Also wie so im Vergleich zu Sting? Sting hat ein wenig weiter die Nase vorn. Okay. Hätte ich gesagt, weil der vom ganzen Setting her ein wenig cooler ist und so. Aber Itsy Bitsy war schon sehr spaßiger. Wie gesagt, fängt alles ein wenig kurz dann, weil es erst mindestens ab der Hälfte erst so richtig losgeht. Aber ich freue mich auf eine neue Sichtung, weil wie gesagt, das ist der nächste Film, der wahrscheinlich auch schon mindestens der Jahre 5, 6. Ja, das müsste 2019 oder 20 gewesen sein, als ich mein John Wick Stunt hingelegt habe. Ja. Wer bringt den? Der Bush Media, sage ich gerade. Bush Media, ja. Kann man sich gucken. Bush Media geht eigentlich immer. Das sind auch gute. Ja. Der Bush Media. Mehr habe ich nicht. Der Sesselberger meint gerade, dass ich die Triple X-Variante gestimmt habe. Ich habe gerade gesagt, das ist kein Porno, was ich da mache. Was ist los mit euch? Ich sag das aber, dass das alle meinen. Ist 6 einen Busen und schon ist bei euch Porno, oder was? Unfassbar mit euch. Wir haben total konservativ worden durch die amerikanische Politik. Ich glaube eher, dass unser Politiker schon gelangt dafür. Also die jetzige, die geht vielleicht noch, weil wir das Kiffen erlaubt haben, aber spätestens bei der nächsten Wahl, wenn wieder fett schwarz an der Regierung ist, dann ist wieder konservativ. Dann streichen sie das Kiffen wieder, meinst du, oder? Ja, laut dem Merzberger schon, aber gut, der Merz ist einer von den Kandidaten, der hat es vom Söder mittlerweile abgeschaut, der weiß halt nicht mehr, was er gestern gesagt hat, vielleicht vergisst es ja ein bisschen, oder vielleicht merken sie irgendwann, dass er nicht tragbar ist eigentlich, naja. Werden wir schon singen machen. Das Einzige, was wir da jetzt noch haben, es wird eine Realverfilmung zu der Serie und die Invincible geben. Die gibt es ja auch, diese Comicreihe von Robert Kirkman. Und jetzt die Animationsstaffeln derer zuvor auf Amazon Prime. Die Realverfilmung ist nicht vom Tisch, aber sie wird auf alle Fälle noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, hat es da geheißen. Kann man machen. Ich hoffe, dass es genauso blutig dann wird wie die Zeichentrickserie, weil da ist schon oft ziemlich viel Gekröse und Gebein am Start. Okay. Das ist schon mal schön. Ich habe noch eine Folge gesehen, aber ich habe es gehört. Ich habe mit irgendwie bei Facebook mal irgendwann so Zusammenschnitt oder sowas gesehen, wo es eben dann sechst wie so ein paar Leitslingen und so und das war ganz schön ordentlich. Ja, wenn da zleckt wird, dann geht schon gescheit ab. Da wird von nichts Halt gemacht, sage ich jetzt mal. Sigourney Weaver kommt in Mandalorian und Grogu im Film vor. Da hat sie ja Star Wars Debüt. Okay. Oder wieder. 70 Mal ist jetzt, oder? Keine Ahnung, aber wie der Corby sie genannt hat, war Sigourney Weaver. Oder wie er hat es nur mehr anders gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Müsst ihr einen alten Kassettenschmerz anschauen, der Seppi hat ihn darauf hingewiesen, dass er nicht schmerzen kann. Okay. Aber das Ding machen sie, glaube ich, auch noch was, oder? Habe ich gelesen, die Neil Gaiman, aus Crossed, da meine ich, haben sie jetzt auch am Drehbuch schreiben, wo sie jetzt da so mit. Ja, genau, da glaube ich, gibt es sogar schon ein Skript. Das haben wir im letzten oder vorletzten Kassettenschmerz haben wir das dabei gehabt, dass da jetzt schon darum geht, Geldgeber, glaube ich, zu finden. Okay. Soll aber auch Film werden, soweit ich das jetzt im Kopf habe, und keine Serie. Okay. Ist aber nicht der Neil Gaiman, das glaube ich ist ein anderer. Ist das auch der Kirkman? Nein. Weil der Neil Gaiman ist ja der Sandman zum Beispiel gemacht hat. Wahrscheinlich verdumme ich da jetzt gerade.
Also es ist definitiv nicht der Neil Gaiman, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Aber ist ja wurscht, Hauptsache das Crossed wird genauso asozial wie die Comics, oder? Garth Ennis ist das. Garth Ennis, genau, so heißt der Der jetzt. Preacher hat der. Ja, genau. Genau sowas. Jetzt haben wir benannt, kommen und schauen. Ja, dann der hat der Rob Jabez The Sadness gemacht, dann hat der Garth Ennis gesagt, halt mein Bier. Ja, genau, jetzt zeige ich dir mal, was richtig abgeht. Jetzt Bin gespannt. zeige ich dir mal, wie es richtig abgeht. ja. CD Projekt hat bekannt gegeben, dass sie definitiv noch mehr Cyberpunk-Animationssachen raushauen wollen. Da war auf Netflix die Cyberpunk Edge Runner Serie, die war überragend gut. Da bin ich echt komplett überfahren worden, weil ich damit nicht gerechnet habe, wie gut das Ding wird. Und wenn es die Qualität halten kann, dann her damit. Also macht's das weiter so. Okay. Kurze Spieleverserierung und Verfilmung soll kommen, zwar zu Control und Alan Wake TV, Series und Movies. Was genau, weiß man noch nicht, es hat nur geheißen, dass es auf alle Fälle auf die Leinwand bringen, diese zwei Spiele. Control habe ich nicht gespielt, Alan Wake habe ich nur ein bisschen was angeschaut, Alan Wake werde ich aber selber noch nachholen, weil das vor allem Teil 2 schaut unglaublich geil aus. Okay. Habe ich nichts. Hast dem nichts. Und wir haben ja in der letzten Schmatzens haben wir ja verzeiht, dass der Andy Serkis einen Herr der Ringe-Film macht, der Hand vor Gollum. Und es soll ja mindestens ein Zweiteiler, wenn nicht Dreiteiler werden. Und mittlerweile ist der Ian McKellen gefragt worden, ob er zurückkommen darf, um einen Gandalf zu spielen. Er hat gesagt, er darf es auf alle Fälle machen, aber sie sollen sich unbedingt beeilen. Ja, weil er schon 1000 Jahre alt ist. Ja, genau. Das hat er anscheinend selber auf dem Schirm, dass das. Was ist los? Der Hand vor Gollum und dann braucht man wieder 3 Filme. Was ist los? Ja, ich weiß nicht. Aber wenn jetzt da zumindest der Andy Serkis, da habe ich wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Sache, als wenn es jetzt der Peter Jackson gemacht hätte, weil der hätte wahrscheinlich wieder gesagt, oh, lecker, machen wir nur mehr Computereffekte. Wie weiß, wenn wir sogar Schauspieler animieren und Hochglanz polieren. Heute am Maul. Richt lieber mal Branded her und gib mir Ruhe mit dem Scheiß. Ja. Das war natürlich wünschenswert. Aber rechne jetzt mal nicht so schnell damit. Ja, nicht, nein. Kein gar nichts weiß. Ansonsten haben wir gerade unsere Streaming Top 10 der letzten Woche, sprich vom 23. bis 29. August. Die neuen Zahlen haben wir noch nicht gekriegt. Platz 1 war The Accident auf Netflix, kenne ich nicht. Platz 2 Wyatt Earp and the Cowboy War auf Netflix, kenne ich auch nicht. Platz 3 American Murder, Lacey Peterson, Netflix, habe ich nicht gesehen. Platz 4 Love is Blind, UK, Netflix, Emily in Paris, Netflix, Bad Monkey, Apple TV, Untold, The Murder of Air McNair, Netflix, Bel Air auf Peacock, Love Island, USA, Peacock und Reasonable Doubt auf Hulu. Ich kenne so gut wie nichts davon. Nix, hab mir jetzt gar nichts gesagt. Was ist los? Was ist da los? Das einzige Bel Air ist, glaube ich, diese Prinz von Bel Air neue Verfassung, oder? Das haben wir auch unbedingt gebraucht. Ja, aber das meine ich, ist ja, in dem Fall soll das, glaube ich, eher ernst sein. Ein bisschen. Was? Ja, ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen, aber ich hätte gemeint, dass ich was ich bisher mitgekriegt habe, dass das keine Comedy-Serie worden ist, sondern eher ein bisschen was Ernsteres. Okay. Aber naja, wer an mir vorbeigeht, interessiert mich nicht. Kinostarts dieser Woche, wir haben ja heute schon Mittwoch, morgen am Donnerstag kommt der anscheinend überragend gute Something in the Water. Heute auf YouTube haben wir einen Trailer gepostet und es hat schon drunter geschrieben, dass er das Thema mit Brunskauchen, die gegen Haie kämpfen, schon langsam nicht mehr sehen kann. Er möchte ein bisschen frischen Brunskachelwind. Also ich habe heute was gelesen und der hat ihn total zerrissen. Ja, ich habe auch. Das ist wieder so ein Ding, wo es die Welt nicht braucht hat, mit dem 2 Minuten High-Action und Weiber im Wasser und ja, genau. Was man nicht schon 1000-mal gesehen hat. Und ich habe auch gehört, also es müssen unsagbar schlechte Effekte sein, es muss furchtbar scheiße ausschauen und er ist für einen Trash-Film ist er zu ernst beschissen und für alles andere ist er nur beschissen. Also ich glaube, der war letzten Montag oder diesen Montag im Cineplex in Vilsbiburg oder allgemein in die Cineplexens, Erding, Neufahren und Vilsbiburg in der Sneak und in Vilsbiburg hat er fast eine 5er-Note gekriegt. Und das ist schon, also bei den anderen war es, glaube ich, bei Neufahren und Erding, glaube ich, war es ein knapper 4er noch, so 3,8 oder so, aber in Vilsbiburg, die haben ordentlich gesagt. Naja, wer an mir vorbeigeht, die Ironie des Lebens läuft da, deutsche Komödiendrama, das wird sicher super werden. Was ist schon normal?
Das ist irgendwas Französisch, un petit truc plus. Keine Ahnung, ob das richtig war, ist mir wurscht. New Life läuft auch, der soll relativ gut sein, habe ich auch schon von unserem Stefan vom Weird Weekender gehört. Da haben wir auch schon. Pandastorm, gell? Ja, genau. Und der hat jetzt mal auch so ein kleiner Kino-Release und da haben wir einen Screener-Code. Also da kann man reingehen, wenn er irgendwo bei euch läuft. Bei uns läuft er nirgends. Hast du einen Screener-Code? Tja, wenn man mit dem Stefan ab und zu mal Wico, dann kriegst du da einiges. Außer Geschlechtskrankheiten. Dann zahle ich mir lieber. Was? Gefällt dir der Stefan nicht? Sag ich ihm sofort. Jo, aber ich bin. Eine homophobe Sau. Eine homophobe Sau. Nein, man ist ja nicht homophob, nur weil man hetero ist. Wo haben wir den jetzt mittlerweile? Ja, klar. Das ist instant. Hey, bin nicht schwul, okay, homophob. Hey, bin nicht schwul, okay, Rassist. ganz klare Sache. Ellbogen kommt noch. Vom Asli Össarslan. Herkunftsland steht nicht dabei. Drama, kenne ich nicht. Rock'n'Roll Ringo, kenne ich nicht. Bleib am Ball. Bleib am Ball, egal was kommt. Üben. AOW, kenne ich nicht. Die Schule der Frauen. Herz interessanto, bis ich gelesen habe, dass es eine Dokumentation ist. Also bin ich raus. Map. Wir sind so frei. Emergency Waldsinfonie. Diese Woche rentiert sich's nur zum Nachholen von Filmen, die man noch nicht gesehen hat. Sommerloch, ich sag nur Sommerloch. Sommerloch, ganz genau, Sommerloch. Ja. Krawallmaus hat noch geschrieben, Emily in Paris ist eine Weiberserie. Mike, für die und deine Frauchen. Danke. Schmusi-Busi. Werde ich niemals anschauen. Ich auch nicht, weil ich bin zu männlich dafür. Stimmt. Da schauen wir lieber noch mal WrestleMania 98 an. Auf VHS. Aber ja, Logo, ich bin ja schließlich ein ganzer Mann. Aber hallo. So. Abschiedsschluck, weil wir sind fertig für heute. Ja. Nicht nur mit den Informationen, sondern auch körperlich, weil dieses tropische Klima heute kann es auch nicht aus. Dafür sind wir nicht gemacht. Niemals. Wir sagen danke an die Leute, die zugeschaut haben. Danke an die Leute, die es jetzt vielleicht nachträglich noch anschauen. So wie der Mike, der sich die MP3 oberlädt. Sesselzipfel hat vorher noch geschrieben, dass das scheinbar eine Grauzone ist. Für den privaten Gebrauch kannst du es hernehmen. Mike, also, lädst da alle Kassettengeschwätze runter und dann hörst du so und dann weißt du, was auf der Welt los ist. Schön, dass du wieder mal dabei warst, Michael. Mit dir ist immer am schönsten, weil der Corby und der Seppi sind gay. Und richtig gay. Die sind ja zusammen, die zwei. Ach so. Das hast du nicht gewusst, gell? Jeder wieder mag. Ja, weil ich sage ja nichts. Scheiß Homos. Nein, ich bin nicht, weil ich bin Gangster-Rapper und da muss man homophob sein. Die canceln uns. Ja, aber ich bin Gangster-Rapper. Also da muss ich homophob sein. Na gut. Na gut, hilft nicht, gell? Da müssen wir aber du bist nicht schwarz. Muss ja nicht sein. Ich bin wieder Eminem. Ist ja kein Gangster-Rapper, oder? Ja, natürlich. Der ist richtig Gangster. Kenne ich mich nicht aus. Ja, da bist du nicht in der Materie drin. Ich komm mal vorbei und gib dann Drive-By, dann weißt du, was los ist. Ja, dann weiß ich, was los ist. Ganz was Sache ist. Wir sagen mal auf Wiederschauen. Seit gestern sind unsere Wolex heraus. Herzlich euch an. Wolex sind immer super. Wir sind zu dritt. Da macht es richtig Spaß. Der Corby kriegt richtigen einen Arsch voll, weil er Depp ist. Und dann, in dem Fall muss man recht geben. Ja, danke. Und dann hören wir uns vielleicht nächsten Montag, wir können so wenig versprechen, wie man mit dem Kassettenschmerz hinkommen. Zurzeit ist viel Stress, aber wir werden uns nächste Woche definitiv wieder sehen. Und somit auf Wiedersehen. Was wir gar nicht gemacht haben, wir haben unser super Intro gar nicht eingespielt. Spielst du jetzt noch? Ja, ich wollte gerade sagen, dann machen wir es jetzt als Outro, oder? Ah, genau. Das kann ja nicht wurscht sein. Aber ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das ist so schön, das kann man sich öfter anschauen. Eigentlich sollte man Kassettenschmerz nur aus dem Intro bestehen lassen und die ganze Zeit Dauerschleife. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Das ist ein kurzes Video, das gefällt mir immer wieder. Das ist, also ich weiß nicht, wo wir so gerade hernehmen, diese grenzenlose Kreativität. Keine Ahnung. Auf Wiederhören. Servus und habe Ehre.